Die Stunde der Wahrheit, gefolgt von der Stunde des Absturz. Willkommen zurück, Freunde, zu Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Ja, was in der letzten Folge abging, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Das war einfach nur ein bisschen sehr creepy, würde ich mal sagen. Und ja, jetzt ist es wie folgt. Wie folgt. Es ist so, das mit den Abstürzen und so ist offenbar nichts Neues. Das passiert ab und zu mal auf der Switch-Version. Und das ist für mich natürlich nicht tragbar, ganz ehrlich. Deswegen ist ja lustig, ich habe mal geguckt auf Steam, wie es so ist, weil ich habe ja eigentlich Legacy of Duelist, dort habe ich ja ohne Link Evolution. Jetzt ist es offenbar so, für Legacy of Duelist selbst gibt es noch so, ja, vor allem jetzt hier eine Kampagne und so und mit den ganzen Serien, die wir haben, gibt es ein paar Duelle, die man nur, ja, wie soll ich sagen, einfach noch dazu kaufen muss. Wie zum Beispiel hier das Duell gegen den kleinen Schädelmaski-Typ, ich weiß den Namen nicht mehr, Bones war es. Das ist so ein Duell, das muss man sich dazu kaufen. Oder irgendwie, was war das, glaube ich, noch? Das hier zwischen Kai und Pegasus. War so ein paar Duelle, die irgendwie nicht sofort drin waren. Und vor allem bei GX waren, glaube ich, die letzten zwei Duelle hier. Also das und das hier. Sind auch nicht regulär dabei, muss man sich auch dazu kaufen und so. Okay. Bei Legacy of Duelist Link Evolution sind die automatisch mit dabei. Nebst eben der Option mit der Saga Reigns, also zu den Link-Duellen quasi. Und eben noch eben diese Duelle, wie bereits erwähnt. Jetzt ist es so, ich habe das kurz gekauft, weil auf Steam irgendwie quasi nur die Hälfte wie auf der Switch-Version. Dann haben wir so, okay, gut. Soll dort sowieso ein bisschen stabiler laufen, deswegen, das hier ist jetzt noch die letzte Folge auf der Switch. Ab der nächsten Folge werden wir dann auf dem PC switchen. Von der Switch auf den PC switchen, genau. Und ich werde aber schon dafür sagen, dass die gleichen Duelle wie hier auch dort schon gezockt habe. Da ist klar. Wenn wir den gleichen Stand haben, generell vom Deck her oder vom einen Deck her spielt es ja keine Rolle, weil ich habe hier eh noch nichts gemacht damit. Also ist es komplett egal, wenn ich nachher ein bisschen andere Karten habe. Aber nur damit ihr das Bescheid wisst, weil ich denke vor allem, das Icon links unten mit dem Controller wird das sicher ändern ab der nächsten Folge. Und daher, ja. Aber es ist wirklich krass, dass man das irgendwie nicht hinkriegt, dass irgendwie, ja, in der Bug auf der Switch-Version schon länger besteht, das Spiel ab und zu abstürzt. Warum das nicht einfach fixen? Kann es nicht so schwer sein, wa? So, ich spiele das mal als erster absichtlich. Und ja, war natürlich schade, ich wollte einen Ultradrachen ziehen, hat lange nicht geklappt. Shit happens, kann sich halt ändern. Ich frage mich halt wirklich, warum das Spiel abgestürzt ist. Ich meine, es war ja nicht mal bei der Fusion. Es war einfach nur, weil ich den dritten weißen Drachen auf die Hand nehmen wollte, zack, plötzlich weg. Und ich müsste lachen, wenn es jetzt nochmal abschmiert, weil, ja, ich hatte eben, das war der Grund, wieso jetzt vor 2 Tagen keine Folge kam. Normalerweise kommt hier ja bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution, kommen ja alle 2 Tage neue Folge. Also irgendwie Montag, Mittwoch, Freitag ist eigentlich momentan der Plan. Und war tatsächlich so, ich habe da ein bisschen geguckt, noch ein bisschen getestet, ein bisschen das Spiel laufen lassen im Hintergrund. Wieder mal einen Zug gemacht und so, um es zu testen, ob es wirklich wieder abstürzt. Und dann ist es mal tatsächlich nochmal 2-mal abgestürzt. Nee, Quatsch. In 2 Versuchen nochmal einmal abgestürzt, so muss ich sagen. Das wäre soweit korrekt. Ja gut. Das ist jetzt irgendwie... Hä? Ja, schön, Yugi, freu dich. Was bringt denn das jetzt? Wenn die Wand die Illusionen da hat? Noch Spaß dran hat, von mir aus. Ja, komm. Wir müssen schauen. Ursprünglich wollte ich, oder hatte sogar die Idee, dass ich sage, komm, dann startet das Let's Play nochmal neu. Einfach halt mit der PC-Version. Aber eben, da war halt in der Hinsicht, weil ich dachte, hey, vielleicht gibt es auf der PC-Version noch anderen Content, den die Switch-Version nicht hat. Oder ich könnte es mit so 4K spielen. Weil es wäre eigentlich mein erstes Ziel, dass ich gewisse Spiele mit 4K versehe. Das Problem hierbei ist leider aber noch... Das ist natürlich scheiße mit Horn des Einhorns, weil was bringt das Zerstören? Bringt dir gar nichts.
Wenn du ein Crashcard-Virus noch irgendwie hätte, wäre Sagi, Klar und Dunkel schon noch praktisch. Die Wandillusionen, ja. Keine Ahnung. Habe ich gerade Schrottkarten auf der Hand. Nee, was ich sagen wollte, war die Idee eigentlich von wegen, ja, 4K und so Let's Plays, wäre doch jetzt mal etwas. Oder eben da Legacy of the Duelist Link Evolution 4K. Problem ist nur, ich bin noch nicht ganz sicher, ob es die Grafikkarte ist oder auch der Monitor. Ebenfalls ist noch nichts davon wirklich 4K ready. Und deswegen, ja, klar, es ist nicht Full HD, es wäre schon irgendwie, was habe ich, 2560 x 1440. Also irgendwas so, glaube Ultra HD, ne, nicht Ultra HD, das wäre ja 4K. White, hey, HQ, HD, Dingsbums, irgendwie sowas in der Art. Ja. Ich meine, von dem her kann man natürlich schon machen, aber da dachte mir so, ne, komm, wenn doch lieber auf den nächsten Schritt wieder warten mit dem 4K, nicht irgendwie jetzt schon sagen, ne, komm, bringen halt die 2K oder so raus. Könnte man auch machen, 2K. Ja, von dem her ist nicht irgendwie Fail oder so, aber, ja. Ich weiß doch auch nicht, Freunde, ich weiß doch auch nicht. So kann man mit das Spiel mal andere Karten bringen. Eigentlich ist das alles Kacke, was ich hier so habe. Das hat ein bisschen das Problem mit diesen Geschichte-Decks, vor allem jetzt zu Beginn, weil die sind halt einfach Kacke oder können Kacke sein. Ich hoffe auf eine Fusionskarte. Alter, würde ich jetzt abgeben, wenn jetzt die Fusionskarte käme. Schauen wir mal der fucking Jin. Ja, auch Problem ist hier, was bringt der mir? Ich meine, klar, kann Hornes Einhorn sogar zerstören und einfach mal einen fucking geflügelten Drachen platt machen. Das Problem ist, nachher hat Hornes Einhorn wieder auf der Hand, dann gibt es irgendwie seinen Biberkrieger. Bin ich fast gleich wie zuvor. Also bringt mir jetzt auch nicht so viel. Ich weiß ob das was mit Wandillusion was bringt, weil es müsste auf meine Hand zurückkehren. Aber was soll das bringen? Hä? Dann greife ich es an. Dann kommt die Karte, plus die Karte auch noch, kommt auf meine Hand zurück. Denke mir so, ja, ist doch geil, hä? Dann haben wir gar keine Monster mehr. Er hat die beiden noch und dann ist sowieso alles Essig. Nee, nee, komm, machen wir so. Dann ist eh alles Kacke. Ja, wegen 4K und so, da muss ich sowieso dann gucken. Wegen meinem Jubiläum, am 4. Juli hin, weil dort ist eigentlich wirklich das Ziel mit 4K. Und also dann bis dorthin. Ich will den PC noch nicht ersetzen, ganz ehrlich. Damit will ich eigentlich noch ein bisschen warten. Das klingt so doof, wenn ich das sage, nur ein bisschen warten noch. Ja, es ist aber schon so, als irgendwie. Jetzt spielt der Kuribo, ernsthaft. Irgendwie. Vielleicht gegen Ende Jahr oder so, oder irgendwie. Das Spiel verarscht mich gerade, kann das sein? Vor allem der Mist an der Sache ist, ich kann die scheiß Wandillusionen gar nicht angreifen. Oh man, na gut, komm, wir spielen sie mal. Ne, was ich eigentlich sagen wollte, im 4K und so schon das Ziel und vermutlich eher eine neue Grafikkarte schon mal, die dann auch für den nächsten neuen PC einmal brauchen kann. Obwohl jetzt der Rechner jetzt auch schon bald 7 Jahre alt ist, komplett. Also natürlich gewisse Komponenten ausgetauscht, aber noch nicht den ganzen Rechner, noch nicht das Mainboard und so. Vor allem. Oh Mann. Aber es muss bald folgen. Bald. Sobald die Kohle da ist. So. Scheißegal. Ob 4K oder nicht. Wir spielen endlich den Ultra-Drachen. Fusionsbeschwörung. Spielabsturz. Alter, wie geil wäre jetzt Megamorph. Alter, hätte ich jetzt Megamorph noch. Er wäre tot. Es ist halt die Frage. Wandillusion natürlich Quatsch, weil werden beide meine Karten zurückgeschickt, also die plus die, bin ich eh weg. Wobei ich könnte sie wieder spielen. Da wäre natürlich auch geil, weil ich in diesem Zug noch kein Monster normal beschworen habe oder gesetzt habe. Bringt mir aber insofern nichts, weil Ultradrach für einen Zug draußen haben. Nee, der wäre kacke. Biberkrieg könnte ich angreifen, wäre der Futsch. Er bekäme 2600 Damage. Die Karte ging jetzt zurück ins Deck. Ja, wir müssen wieder mit dem auskommen, was er bereits hat.
Doch geht das Risiko Eingriff erstmal Kuribo an, weil er macht fetten Schaden. Mit 4200 Damage. Und lass Biberkrieger und die Wandillusion noch ein bisschen draußen. Ja, komm. Ich finde es aber schade, dass es jetzt irgendwie keine coole Animation gab vom Drachen. Das weiße Drache hat natürlich eine Animation, wenn er erscheint, da ist klar. Ich frage mich halt, was die Götterkarten für welche hätten. Die haben garantiert auch welche. Müssen sie haben. Alles andere wäre Quatsch. Gut. Mein Ziel ist eigentlich erfüllt für dieses Duell so quasi. Weil wir haben einen blauäugigen Drachen draußen. Also ganz ehrlich. Oh nein, jetzt kann er mit seinen Kacklichtschwerten. Ey. Sagi. Ja, dann sag mal. Nee, ich muss da spielen, weil wenn er irgendwie meinen blauäugigen Drachen vernichtet, habe ich ein Problem. Und ich hoffe noch ein bisschen auf die Crash-Karte. Die wäre jetzt in der Kombination echt geil. Weil wäre halt wie im Anime, dem her. Mein richtiger Vorteil ist halt schon, dass ich wesentlich mehr Karten bereits gezogen habe als er. Ernsthaft? Ja, okay, gut, mach dann nochmal. Deck aus dünnen, Freunde. Einfach mal das Deck aus dünnen. Ich weiß, es bringt gar nichts, weil er hat es ja gesehen, dass ich jetzt die Fusionskarte gezogen habe. Und vielleicht kann ich ihn irgendwie austricksen, den Computer, und dass er jetzt denkt, hey, könnte ja eine Fallenkarte sein, wird aber gecheatet. Was wird er jetzt für einen schweren Sturm geben? Ja, wobei, was bringt's, Fucking Jin? Ja, gut. Eben ein paar Monster, mit denen er zur Not noch was machen kann. So, das ist weg. Was macht er nun? Wir müssen so warten. Ich glaube, ich gehe jetzt doch. Die nächste Fusionskarte, toll. Ja, wobei ich lasse noch der Hand. Ich weiß noch, was noch alles kommt. Hä? Kann ich zurück? Toll. Und weil ich einmal gesagt habe, hey, setz die Karte. Ich muss jetzt wirklich wählen. Ich wollte eigentlich zurückgehen. Mensch. Komm, ich mach das, weil kriegt er das Horn zurück ins Deck. Dann kriegt er von dem her nichts Gefährlicheres. Kann ich jetzt mal seine Monster ein bisschen nacheinander platt machen. Ich muss seine dämliche Wand loswerden. Die gehen mir jetzt ein bisschen auf den Keks. Warte mal. Ja, gibt das andere Monster zurück auf die Hand, ihn selber ja nicht, das ist leider das Problem. Das ist leider das Problem für meinen Ultradrachen. Noch ein anderes Monster, das ein bisschen cool ist, das ein bisschen Power hat. So, komm. Zeig dich, Kampfochse. Ich will nicht mit dem Ultradrachen das Viech jagen, aber keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Das bringt's ja. Oh. Jo, und wie es bringt, bye bye, das war's. Ja, auch das kann passieren, Freunde. Ja, das war klar, wenn sowas halt passieren kann, hä? Wenn ich halt im Monster im Angriffsmodus sitze. Und er hat halt seine Chance gewittert. Okay, gut. Tja, shit happens. So, Kai, jetzt haben wir genug gespielt. Das ist der dritte Versuch. Offiziell jetzt, onscreen. In der Aufnahme. Und ich bete jetzt schon ein bisschen dafür, dass du mal ein bisschen bessere Karten bringst.
Immer schon mal 2 Fusionskarten auf der Hand, das heißt, sind im Deck schon mal weg. Ja? Das ist schon mal schön. So, mein Zug. Was haben wir ein schönes? Wir haben zum einen hier, also ist eine Legende. Ein Deck hinzu, das kann man machen. Das geht natürlich nur als Spezialbeschwörung, könnte aber theoretisch nachher beide opfern. Das wäre natürlich schon mal nicht schlecht. So, kommen wir auf meine Hand. Weißer Drache. Dann setze ich die Karte mal verdeckt hier. Denn die Karte ist nicht schlecht. Der weiße Steinlegende. Ich kann mich so nicht erinnern, dass Kalber die jemals im Deck hatte. Aber wer weiß schon, was damals im Anime oder im Manga alles genau abging. So, komm auf die Hand, mein weißer Drache. Okay, momentan eher schwache Monster draußen. Muss er was schon ausnutzen. Wäre natürlich cool, wenn es die Karte hier überleben würde und im nächsten Zug noch einen Djinn ziehen würde. Dann könnte ich ihn echt als Spezialbeschwörung rufen und nachher beide für den blauäugigen Ultradrachen opfern. Lass mich raten. Nö, spielt sie nicht, krass. Hätte schwören können, er spielt sie. Oh! Sehr gerne. Perfekt, habe ich jetzt komplett übersehen. Stimmt, das war ja auch im Anime so, Alter. Die Karte hast du halt auch nie im Deck gehabt, ganz ehrlich. Deswegen dachte sie immer so, okay, was kann die Karte überhaupt? Wäre doch geil, wenn du jetzt irgendwie einen Djinn aus dem Deck rufen könntest. Dann wären die Karten noch viel mächtiger. Aber so? Denke ich mir auch einfach, jetzt. So, zurück auf die Hand bitte. So, ich könnte jetzt theoretisch schon mal einen weißen Drachen rufen. Ja, dann kommt der Quatsch. Ja. Ja, ich traue mich nicht so wirklich. Das ist das Problem. Komm, weißt du was? Flutzerstörer. Okay, jetzt traue ich mich schon. Na dann, zeige dich, weißer Drache, mit dem eiskalten Blick. So, Freunde, jetzt ist aber Ende im Gelände. Das war sowas von klar. Kommt der mit seinem Kack-Kuribo an? Oh nö! Ein weißer Drache, er war nur ein Zug auf dem Feld. Die scheiß mystische Box, ey. Mann! Yugi! Wie kannst du nur? Ein Fluchbrecher, okay. Noch ein Zauberverdeck, kann man kaum vorstellen. Ja eben. Oh, macht der Spiegel sogar noch. Ist klar, Alter. Hat Kaba zufälligerweise einen Djinn so im Deck? Nee, ich glaube nicht, wa? Kacke. Er hat keinen Djinn so im Deck. Du. Tja, was mache ich gegen die Spiegelkraft? Kurz auf mal Trigon kommen. Wann ist es weg?
Das kann noch eine Weile dauern. Ich hoffe es zwar nicht. Oh, wieso spielst du im Angriffsmodus? Nein, bitte nicht. Okay, das ist schon jetzt gemein, wieder so ein scheiß Einhorn oder so. Oh, Topfstag hier, dankeschön. So, 2 neue Karten. Vor allem die Karte hier bringt mir gar nichts mehr, Fusionsweise. Worst-Case-Szenario. Danke, Spiel. Was für eine Kacke, ey. Hitotsume Riese. Ja, was bringt mir das, den zu rufen? Kann ja null schützen, das ist einfach alles am Arsch. Der Name des Monsters, Fusionsweiser. Ernsthaft, Yugi? Also. Ja, bringt nicht groß was, wa? Tja. Ich könnte so viele Monster rufen, aber... Was bringt es? Da ist hier die große Quizfrage. Wieso ruft nicht meinen weißen Drachen? Hä? Okay. Tja. Mann, ich hatte auf ein Crashcard-Virus. Wo ist er? Oh, Leute, das Duell zieht sich dahin wie ein alter Kaugummi. Es wird nicht besser. Der nächste Sagi. Alter, Katz im Strahl. Okay, Freunde, wisst ihr was? Wir machen nächsten Part weiter. Es, ja, tut mir leid, es ist ein mühsames Duell, ich weiß. Wobei, nächster Part ist natürlich scheiße. Ich wollte ja eigentlich... Kacke, ich wollte nächste Folge ja Ding bringen, wa? Ein Wechsel auf dem PC, das geht natürlich jetzt nicht. Ja, scheiße. Okay, halt über nächsten Part. Ich muss irgendwie so, keine Ahnung. Oder vielleicht geht es ja gleich hier weiter, weil das Duell doch schon bald vorbei ist. Mal gucken. Falls nicht, also ja, je nachdem wie es jetzt weitergeht, jetzt Pause, beziehungsweise Folgenende, oder es geht direkt weiter. Mal gucken. Trotz allem Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wer weiß. Oder bis gleich.